Ein herzliches Willkommen zurück zu Anno 1800, dem Endspurt hier in der neuen Welt, bevor wir in die wohlverdienten Ferien gehen, wenn man so sagen will. Und ihr seht schon ein bisschen von hier, aber auch schon ein bisschen Augenwinkel und so. Ich habe ein bisschen was getan und es tut sich immer noch einiges. Ich bin immer noch am Forschen von gewissen Items, mittlerweile nicht nur die für die normalen Pflanzenfarmen, sondern auch für die Tierfarmen. Und auch sonst schon ein bisschen was für die alte Welt hier unten, weil ich dachte mir so von wegen, Hacienda-Dinger, Farmen sind das zwar schon, aber für die alte Welt kann man das ja auch schon mal gut gebrauchen. Und ja, wir gehen direkt mal ins Detail natürlich, Jubilee, das soll ja die große Insel sein, die die ganzen Farmen und Lebensmittelproduktion, die wir hier aktuell auf Alvestus haben, nachher von Jubilee übernommen wird. Und ja, ich musste einiges machen, einiges abwarten, einiges an Items hin und her schippern. Es hat sich ansonsten hier auch diplomatiemäßig nicht viel getan. Ich habe hier einmal mich verklickt und statt auf einem Schmeicheln immer auf Beleidigen gemacht. Das war nicht so geil. Ja nun, muss jetzt halt ein bisschen abwarten, aber wird schon. So, heutige Folge. Ich weiß, ich habe irgendwie gesagt, das wird die letzte Folge sein, und das machen und so, und will es beenden. Es wird, glaube ich, eher schwierig. Trotzdem, wir wollen natürlich uns direkt ans Werk machen und nach Jubilee zurückkehren. Also, was haben wir bereits alles getan? Ne? Wir haben zum einen noch die Baumschulen hier, die gleich wegkommen. Das sind einfach mal noch die temporären, die ich brauche, damit nicht irgendwie gerade überall alles zusammenbricht. Dann habe ich hier schon mal angefangen mit unserer Wohnsiedlung. Also bezieht das Pendant, was ich hier habe, nur ein bisschen in, ich sage jetzt mal, schöner. Und vor allem hier draußen im Ort, wo ich mir denke, ja doch, das passt noch ganz gut. Hier so ein Zipfel hier unten. Wir haben hier ganz kurz geguckt auf die Insel. Was? Ah, okay. Oh, leicht verwirrt. Hier unten, wo sowieso irgendwie nichts hinkommt. Das passt soweit. Wenn sie gleich upgraden und mal gucken, was denn so passieren wird, weil wir brauchen sowieso dann schon für die Hacienda, weil sonst ist es schwierig, ohne Einwohner die Hacienda zu erweitern. Das wird nicht klappen. Also hier kommen nachher noch Farmen hin, da kommen wir gleich dazu. Dann haben wir hier schon mal die Calamares-Fischereien. Im Prinzip auch das Pendant, was wir hier schon haben. Hier. Und noch ein bisschen mehr, ein bisschen upgraded, ausgeweitet. Und ich muss mal gucken, ob ich vielleicht sogar ein bisschen andere Items nehme, weil wir dann noch andere zur Verfügung hätten. Ich glaube sogar unter anderem den hier noch, Pedro, Kapitän der Panama. Problem ist halt einfach, ja gut, ich kriege auch noch Fische dazu, nicht nur Fischöl. Das ist schon cool. Aber Arbeitskräfte erforderlich, ja, aber dafür Wartungskosten mehr. Also es ist nicht produktiver, aber halt mehr Wartungskosten, weniger Arbeitskräfte. Ich glaube, wenn, würde ich den eher hier oben einsetzen. Beim Fischölfabriken, weil die sind generell günstiger, die sind doch relativ teuer. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir sowieso von Fisch relativ schnell mal genug haben. Wir kriegen hier sowieso nochmal dazu, nochmal Calamares, Fisch auch nochmal. Also wäre eine Option. Dann, wenn wir hier unten weitergehen, hier die Farmen, das sind diejenigen, die nachher hier hinkommen. Hier haben wir unter anderem Baumwollplantage, die ich jetzt auch hier machen will. Die hätten wir nämlich hier noch nicht auf der Insel. Nochmal ganz kurz hoch. Was sie aber schon hatten auf der anderen Insel sind natürlich die Bananenplantagen, das natürlich auch weiterhin braucht. Orchideenzuchtbetriebe und Kräutergarten. Das sind diejenigen, die man über die Hacienda nicht machen kann. Bei Kräuter und Orchidee verstehe ich es insofern, weil das muss ja auch DLC-unabhängig sein. Weil die Hacienda, die kam ja in einem früheren DLC. Mit den Bananen verstehe ich bis heute noch nicht. Dass das nicht zur Hacienda gehört, da ist so ein Punkt, wo ich mir sage, liebe Entwickler, Fehler. Aber egal. Also, das soweit dazu. Wir haben hier natürlich seht auch noch Items drin. Zum Beispiel den Super Phosphatdünger. Beeinflusst alle Nutzpflanzenfarmen. Mehr Produktivität und mehr Module. Deswegen brauche ich auch wesentlich mehr Platz, weil wir haben ja dann bis 240 Module und so. Das ist schon eine Hausmarke. Schöner Wunderpflug natürlich. Mehr Produktivität, Arbeitskräfte erforderlich minus 50%. Und natürlich noch der patentierte stählerne Sämaschine. Sämaschine, genau. Auch wenn die Arbeitskräfte erforderlich, sprich, wir brauchen ja gar keine mehr im Endeffekt. Und wenn ich die anschalten würde, gut, ich habe keine Felder. Aber trotzdem, wir brauchen keine Arbeiter mehr. Ich habe doch keine Ahnung, wer nachher die Maschine betreibt, weil wir haben ja auch noch Traktoren.
Aber scheiß drauf. Und hier oben dasselbe. Also auch hier schön optimiert. Dann haben wir hier die Tierhöfe. Die werden, glaube ich, ungefähr hier bleiben. Muss man noch gucken. Vielleicht kommen die auch ein bisschen weiter nach unten. Denn ich hatte hier noch so ein paar Ideen mit der Handelskammer. Zum einen sind das so Items, die gerade noch am Entwickeln sind. Wie zum Beispiel hier der himmlische Milzbrand-Impfstoff beeinflusst alle Tierhöfe. Und die Weiden, plus 40%. Brauchen wir hier bei der Rinderfarm eher weniger, weil die sind schon krass. Ihr habt eh schon immer zu viel Milch, von dem her. Aber vielleicht in anderen Farmen für Alpakas und so. Dann haben wir hier noch fabelhafter Futterplatz. Kostet auch ein bisschen mehr dann, wartungskostentechnisch. Aber auch hier, die Dinge sind nicht so teuer. Das könnte man machen. Ein anderer wichtiger Punkt hier ist der Mark von der Mark. Das Problem ist halt, Produktivität einzelner Module. Da werden wir nachher nochmal ganz kurz angucken. Generell bringt er von Anfang an Produktivität plus 100%. Es ist aber so, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache die Module nicht mehr, weil das Problem ist, ich habe zwar mehr Module dann, zum Beispiel so eine Rinderfarm, aber nicht mehr Platz. Das heißt, ich habe dann 12 Felder, die ich belegen kann mit dem bestehenden Platz, den ich bereits habe. Das wird eng. Tatsächlich. Da müssen wir hier ein bisschen anders aufbauen. Trotzdem lohnt es sich im Prinzip. Die Frage ist aber auch hier wieder, mit der Alpaka-Wolle wäre es nicht klüger, den halt auf der anderen Insel einzusetzen statt hier. Das sind so ein paar Dinge, die wir jetzt noch ein bisschen dann testen werden, natürlicherweise. Was haben wir sonst noch? Genau, die Tierhöfe, genau. Das sind eigentlich die, die ich ein bisschen schon erwähnt hatte. Und es ist noch was am Forschen, genau. Weil ich halt einen anderen Typen nicht nehmen würde, der mit mehr Weide und so. Wo die Flamme der Nee, danke. Ein Fähnchen im Wind. Gäbe es die noch. Ohne dich sind wir besser dran. Ist auch sowas für Tierhöfe, gibt Produktivität plus 40%. Die können wir gut nehmen, wenn man sich sagt, ich will das jetzt nicht, das Item nicht, weil, wie bereits erwähnt, nochmal zu rechnen, wenn ich den jetzt einsetze, aber die einzelnen Module belasse, wie es sind, hätte ich ja eigentlich das Doppelte der Module, die ich einsetzen könnte. Ich würde aber nur die Hälfte nutzen. Sprich, ich hätte trotzdem eine Ursprungsproduktivität von 50%. Dann kommen die 100%, die ja sowieso dazu gibt, nochmal dazu. Hätte also 150. Das heißt natürlich, neben alle Module, die ich bereits zur Verfügung hätte, wären es 200%. Und beim anderen Item, was man eben nochmal dazu packen könnte, sprich dieses Dingsbums da, diese Schnapsflasche quasi, kriege ich auf die 100% nochmal 40% dazu. Also ich habe im Prinzip dann ein Verhältnis von 150 zu 140%. Eben vorausgesetzt, ich würde jetzt das Item ausrüsten, aber mir sagen, okay, ich bleibe bei 6 Weiden statt 12. Ich meine, auch hier ist natürlich so ein Punkt, den man sich überlegen könnte, es trotzdem zu tun. Alleine aus dem Grund, weil ich natürlich weniger Wartungskosten hätte. Weil ich kann natürlich immer jetzt sagen, okay, ich lasse den weg, nehme das andere Item, mache auf hier 2 Felder. Aber die Kosten bleiben ja trotzdem. Das heißt, ich muss jetzt 2 Farmen beschäftigen. Jetzt hier mit minus 12 oder minus 23, dann geht das 46 minus nachher. Aber wenn ich sage, okay, ich mache nur eine Farm mit aber 12 Felder dann, hätte dann trotzdem nicht 46, sondern nur 23, weil ich noch 1 beschäftige. Das ist halt so ein Rechtsspiel, was einem da ein bisschen lieber ist. Das müssen wir halt ein bisschen testen. So, hier bei der Hacienda Farm hat sich nicht viel getan. Ich habe alle halt upgraded, auch noch passiert und so. Die Items, die wir hier im Einsatz haben oder nachher wollen haben, sind der hier, der botanische Direktor. Allein schon die Zusatzwaren, das wird einiges einbringen. Der Wunderpflug natürlich auch, nicht zu vergessen. Der bringt einiges. Und der hier. Ich meine, ich könnte es mir hier eigentlich sparen, da ich auch hier wiederum mit den Arbeitskräften, wie man sieht, nachher auf 0% unten bin. Aber bedingt durch die Traktoren kriege ich nochmal minus 50% dazu. Also eigentlich könnte man sich sagen, okay, eins von diesen beiden Items, den zum Beispiel, weil der noch ein bisschen mehr, hat auch mit den Wartungskosten und so noch ein bisschen Minus drauf, dass er den weglässt und irgendwas anderes nehmen, was noch ein bisschen Produktivität mehr gibt. Können wir machen. Könnte man. Also dann haben wir noch irgendwie einen, der...
Ich glaube, die Spezialdinger für... Warte mal, irgendwo habe ich den doch noch. Ja, zum Beispiel die hier. Einfach Zuckerrohrplantage. Maisplantage. Hast du eine Zuckerrohrplantage, hast du eine Maisplantage und Orchideenzuchtbetrieb. Den können wir auch nehmen. Ne? Geben noch ein bisschen mehr Kakao, Kautschuk, Baumwolle. Da ist halt auch wieder etwas, was ich sagen muss, das müssen wir ausprobieren. Oder hier, Gartenbauer Hermann. Der gibt natürlich auch noch ein bisschen weniger Module, mehr Produktivität. Ja, das ist halt immer so. Natürlich auch so ein Punkt, was ist einem lieber? Ne? Dann hier oben unsere Hacienda Brauereien. Da ist eigentlich das Ziel, dass ich natürlich Feras drin habe. Packen wir den rein, weil ich ein bisschen Ethanol dazu kriege. Dann kommt hier noch der dazu. Das Kupferdestil. Dann wird hier noch mit Strom betrieben und dann hoffe ich, dass das Teil ein bisschen was bringt. Als Ziel ist eigentlich vor allem, dass wir Chili-Soße herstellen müssen, schon fast. Und das nicht so knapp und hoffentlich auch noch Atole. Und dann, naja, lasst uns beten, Freunde, lasst uns beten. So, hier oben dann den Hafen noch ein bisschen ausgebaut. Jetzt hoffen auch nichts Verrücktes. Ich glaube, die haben noch verschoben. Die haben wir, letzte Folge noch nicht gesehen, genau. Hier hinten sind neue Module, was heißt neu? Das sind auch die wir bereits hier haben. Nur ein bisschen anders aufgesplittet. Aufgrund verschiedener Tatsachen. Ups. Falsch. Hier oben. Hier oben haben wir zum Beispiel Tortilla-Bäckerei, Jalea-Küche. Warum? Zum einen wegen ihm hier, weil er dann sagen kann, hey, statt Mais nimm Bananen. Und die hier zum sagen, hey, Tortilla-Bäckerei, Jalea-Küche. Das halt die Arbeitskräfte anders aufteile. Das ist halt so ein Ding, nehme ich den raus, packe lieber Feras rein. Müssen wir ein bisschen angucken. Aber da hat er mir zumindest zeigen, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Der hier noch hier mit der Tierbäckerei, das heißt statt Rindfleisch, Fischöl verarbeiten, auch hier kann man sich eigentlich gut sagen, ich nehme ihn raus und dafür den Feras rein. Das ist ein bisschen Ansichtssache. Muss ich auch noch ein bisschen dann angucken. Aber die Chance ist hoch, dass ich den Feras lieber reinpacke. Hier ist noch nichts drin, da kommen die Items drin, die hier bereits im Einsatz haben. Das ist auch nichts Neues. Das sind da normale Küche, Eiscremefabrik, Schokoladenfabrik und Zuckerraffinerie. Hier haben wir nur Kaffeeröster, weil wir hier halt auch krasse Items haben. Den hier zum Beispiel, Marco de la Moccia. Mehr Produktivität, dann gibt noch Kaffeebohnen daraus. Und das Cecilia noch Schokolade rausbekommt. Und natürlich ein grandioser Kupferdestil, weil es ja Kaffee, sprich es ist ja ein Getränk, was er da machen kann. Also müsste das eigentlich alles so funktionieren. Mal den Test machen. Ja, die an alle drei. Aber natürlich pausieren. Da es noch nicht im Betrieb ist. Und hier oben ist noch nichts drin. Da will ich eigentlich auch nachher von dann Insel unten das mitnehmen. Beziehungsweise übernehmen. So. Ja, Freunde, das ist soweit mal der Plan. Ich würde sagen, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir werden uns gleich von denen hier verabschieden. Aber erstmal, natürlich geht es hier um die herum und hier haben wir noch ein paar Ornamente gemacht. Schon einen großen Drachen und so. Geil, wa? So. Keine Sorge, ich habe schon ein paar Waren von der anderen Insel hier rübergebracht. Damit wir schon mal, ja, ein bisschen Waren halt haben. Also gebackene Bananen und so weiter. Ich fühle mich wieder jung. Das war immer für dich. Alles andere ist hier bereits platziert soweit. Auch hier mit der Post und so. Das müsste eigentlich alles funktionieren. Jetzt gehen wir mit dem Rathaus, falls irgendwas bräuchte, was auch immer es sein sollte. Warte mir, ich mach's einfach mal. So, ziehen das Insellager hier ist eh voll. Okay, dann können wir das mal raus. Ja, machen wir alles weg, komm. So, kommt der noch weg?
Kommen die weg, kommen die weg. Lass ich den jetzt vielleicht mal so quasi das Master-Template nachher. Da könnte schwierig werden. Pack mal hier hin. Damit ich dann ungefähr nachher auf eine Reihenfolge und so weise, welche Items ich nachher auf der anderen Insel platzieren muss. So, kein Plan, wo ich mit denen hin soll. So. Dann aktiviere ich auch die schon mal. Die Kosmoden sind aber heavy. Das ist nicht von schlechten Eltern, meine Güte. Hier macht da ja auch nichts drin. Warum hier die Kosten ein bisschen zu minimieren? Nee, sieht nicht so aus. Hier im Gegenteil wird sogar noch teurer. Mann, der Pedro. Okay. Das heißt, hier kommen die mal raus. Packe ich die mal wieder dazu. Man sieht schon ja ein bisschen Platzprobleme. Ich habe noch ein paar Items für die Baumschulen, wo ich genau weiß, welche Insel sie jetzt kommen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Kleinstadt oder Kleinstaat. Schwierig zu sagen. Also. Der muss ja vermutlich irgendwie hier rein. Der Rest kann auch so bleiben. Der Rest kommt gleich nach. Okay. Ja, Sender wächst schon mal ein bisschen. Das heißt, ich aktiviere mal hier einen oder anderen. So, aber hier genau die Farmen, die mir am wenigsten einbringen, wa? Ein Kartoffeln, ja, schön. Ah, Mais, der ist gut. Mal die Maisfelder, das sind ja eben die uns zwar ein bisschen Geld kosten, aber halt keine Arbeiter. Ups, da war jetzt ein zu weit. Ja, das ist auch so ein Ding, ich habe jetzt einen verpasst. Warum hat der jetzt kein Ding? Da kann ich auch immer noch verschieben ein bisschen. Also zum Beispiel jetzt bei dem sagen, okay, pack den ein bisschen weit nach unten, damit es dann hoffentlich besser noch in den Radius kommt, wobei könnte trotzdem schwierig werden. Ja, ansonsten halt ab und zu mal ein Gebäude, das halt gar nicht drin ist. Gibt Schlimmeres. Traktor müsste ich hier auch haben soweit. Also Strom wird quasi geliefert, da ist alles soweit gut. Und noch fehlt dieser Dünger, der kommt dann aber... Oder man kann jetzt schon machen. Das war die Route. Die wird eigentlich sogar ungefähr ähnlich so bleiben, bis aufs Ethanol. Da kommt nachher alles von der Insel her. Naja, shit happens. Also. Alles tun sind jetzt produzieren. Nachher wird halt Jubilee dazukommen. Stimmt, soweit. Also Dünger jetzt darüber liefern, bitte. Hätte ich eine Insel schon mal abgedatet. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen, weil ich auch noch hier auf Minimum quasi das Ganze gemacht habe. Und wir haben schon mehr Felder. Sehr gut. Ja, Mais natürlich am Anfang sehr wichtig. Da können wir alles ins Rennen schicken, wa? Ja, wie Chili-Dinger. Ich sag's mal so, ich habe einfach mal alle Felder ein bisschen platziert. Da muss natürlich nachher noch nachjustiert werden. Das ist natürlich klar. Da kann man jetzt so viele Kartoffelfelder brauchen. Vielleicht mehr dann irgendwie Kautschukfelder noch. Komm, was mache ich jetzt schon mal.
Hui. So, er muss ja auf 75 hoch, damit ich hier das ganze Ding, das ganze Feld drin habe. Aber ja, die kommen ja. Die kommen nach und nach. Klauen erstmal noch rum. Ja, schon mal. Oh, okay. Auch schon mal schön das Postamt und so fabriziert. Perfekto. Mit die Fischereien. Mhm. Wenn es ein bisschen schade ist, dass es irgendwie keinen Knopf gibt, oder keine Funktion, um zu sagen, hey, mehr miteinander pausieren oder wieder aktivieren. Das fehlt mir persönlich noch ein bisschen. Oder ich habe es noch nicht gefunden, die Funktion. Ja, das kann natürlich auch sein. Okay, Calamares haben wir. Wie sieht es hier aus? Gut. Mal gucken, will ich jetzt das Ding nicht da platzieren? Ja, näher ran wird schwierig. Könnte man noch irgendwie hier machen, wa? Grundsätzlich hier ist nicht allzu verkehrt. Sagen wir nachher noch gucken. Der wird noch ein anderer Spaß werden. Okay. Ich denke mal, das dürfte hier reichen. Hier haben wir die. Das wird oben auch klappen. Und 40 ist noch ein bisschen breiter geworden. Transporter. Ja, müssen wir nachher gucken. Ich meine, ich habe hier extra noch viel Platz gelassen, wenn ich noch mehr von denen machen kann. Also mehr Magazine platzieren kann. Das wird schon, da kriegen wir schon irgendwie was hin. Wir sitzen hier jetzt mit dem Mist, Schrägstrich Dünger aus. Haben wir schon ein bisschen was? Was ist überhaupt? Dünger, 3. Nicht gerade viel, war. Über 3 Dünger musst du gehen. So. Hä? Aber ganz kurz. Wollen wir jetzt mal kurz sehen, was da passiert. Der Mais kommt. Okay. 0 Ausland stimmt dann soweit eigentlich auch. Was man gucken kann, hier ist Fabriken. Ne? Ich habe gesagt, eigentlich. Den holen Zucker von da holen, der kommt nachher von da. War noch ein bisschen. $55, es wird immer mehr, immer mehr. Immer schon fast überall auf 10 oben. Ja gut, hier mit dem Vergnügen, ne? Also Kino könnt ihr schon mal abknicken. Strand ist halt so ein Thema, kriege ich halt hier nicht hin, ne? Da muss ich irgendwo anders machen. Ob ich das dann will? Naja. Ich habe eher weniger. Okay. Wenn dem noch am Ausbauen ist, kann ich hier mal gucken.
Dann will ich das so ungefähr probieren, besser gesagt. Ja, ich meine, es könnte klappen. Ich kann überall noch ein bisschen ausbauen. Ich muss nur noch ungefähr so darauf achten, wegen den hier. Die geniale Erfindung ist vollendet. Kann mich aber auch... geniale Erfindung. Ich will noch ein bisschen weiter nach oben gehen, wobei viel geht hier auch nicht mehr. Hier unten können wir noch irgendwas noch platzieren, also insofern... Aha. Kurz gucken. Wollte ich jetzt hier nicht irgendwie... Und so gerade durch komme ich hier eh nicht. Ich glaube, das Ziel, oder die Idee war, glaube ich, hier sogar... Damit es ein bisschen besser passt, dass ich den noch ein bisschen nach oben verschiebe. Gut, ich meine, das geht zwar, aber dann kann ich den genauso gut noch ganz nach unten schieben. Nein! Oh. So, dann mache ich es hier so. Und dann gehe ich hier ein bisschen nach oben. Drehen wir uns loben. Dann gehen wir ein bisschen nach hier drüben. Was glaube ich hier war? Ne, auch nicht. Hä? Okidoki. Das ist noch die Frage, wo gehe ich da runter? Dann lieber irgendwie da dazwischen und mache dann doch direkt hier. Wäre eine Option. Haben noch ein paar also übrig, oder? Ja. Ich hätte garantiert mehr brauchen, das ist glaube ich ziemlich sicher. Vom Strom her müsste eigentlich reichen. Und Reichweite, dass der bis überall hingeht. Mal gucken, also die Gebäude habe ich überall gemacht. Hier haben wir die normale Küche. Tortilla-Bäckerei. Die Frage, ob ich mit dem einsteigen will. Ah, da gucke ich, geht ja nicht, wa? Da fehlt noch ein Teil. 50. Weiß was, aktivieren wir den Rest auch schon. Auch wenn es nicht geht, weil die Arsen noch nicht so weit ist. Das kann man jetzt hier noch egal
sein. Du, 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 du. So. Und der ist erstmal wichtig. Nur ein Zug unterwegs. Der kann sagen, haben wir mehrere Züge bringen, damit die unten auch ein bisschen was haben. Du, 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 du. Die haben alle zu viel zu tun. So. Aktuell auf der Insel haben wir jetzt maximal 29. Mehr wird wohl gar nicht gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, hier, um das Maximum zu haben. Aber man könnte hier mal anfangen abzugraden. Zu gucken, ob das was bringt. Okay, dann haben wir hier die Farmen. Einschalten kann ich sie mal, damit ich schon mal ein bisschen was habe. Kann nachher noch gucken. Wie, wo, was noch ein bisschen was anziehen muss. So. Oder alternativ natürlich rausziehen, ne? Geht natürlich auch. Gut. Dann kommen wir zu denen. Diese Farmen. Ups, Entschuldigung. Im Prinzip in die Breite gehen, ne? Das wäre theoretisch eine Idee. Hier wird zwar mit den einen Feldern hier ein bisschen knapp werden. Deswegen wollte ich eigentlich euch hier oben haben, wa? Ich weiß nicht, den irgendwie hier hinpacke. Geht ja auch nicht super. Haben wir halt gerade, kommen die Bauern dahin oder ist es jetzt zu weit weg? Vorsicht, Treffe. Mach dir deine protzigen Schuhe nicht Das dreckig. reicht noch, ja. Huch. Das ist die Frage, will ich so weit nach oben gehen oder sage lieber schon hier unten irgendwo. Warte mal, vorsichtshalber hier, weil ich glaube, ist noch nicht so ganz perfekt, beziehungsweise aber hier haben noch ein bisschen zu viele Plantagen. Ich meine, brauche ich überhaupt nicht so viele von allem? Eigentlich schon, ne? Obwohl ich die ganzen Upgrades drauf habe, aber da schon ein paar brauchen. Die Frage ist aber, okay, komm, weißt du was? Die sind auch kleiner, interessant. Machen wir von allen doch nur 3, obwohl ich eigentlich von den Baumwollplantagen 4 machen wollte. Die muss ich ja so machen. Ich glaube, ich habe es sogar extra auch so platziert, damit da wirklich alle drinnen vorkommen. Okay, okay. Trotzdem jetzt nicht zu weit nach oben, weil ich ja auch eine gewisse Anzahl an Feldern brauche. Da muss ich vielleicht sowieso nochmal nachjustieren. Angenommen, ich mache es jetzt so, weil ich vielleicht hier sowieso nochmal unten durch muss. So quasi. Wenn ich hier nochmal einen Tankhof brauche. Theoretisch natürlich hier gerade irgendwie mega praktisch und müssen mit denen nochmal ein bisschen weiter nach unten.
Was ja hier ja auch geht, also theoretisch können sogar bis hier hin. So, jetzt ein bisschen zu weit, merke ich gerade. Dann hätten wir hier mal die Verbindung. Jetzt auch mal eine doppelte Straße gelegt, was eigentlich auch doof ist. Genau, wollte ich hier sogar eine Dreifachstraße. Ne, obwohl. Mhm. Theoretisch kann man so machen. Okay, jetzt geht's ums Eingemachte, sprich um die Felder. Ich schnapp mir meine Hand. Geht aber noch. Ich glaube, es könnte sogar gut hinhauen. Ui, wobei ich sehe gerade, ja, du hast einen Fehler gemacht. So was eigentlich noch, Keine Felder, keine Arbeit. Mhm. Da hast du vollkommen recht. Also man sieht es auch hier, obwohl ich ja eigentlich ursprünglich sogar meinte, ja, Jubiläus so groß, es klappt doch wunderbar, gar kein Problem. Muss man jetzt vielleicht doch sagen, ein bisschen eng wird schon. Ich meine, es müsste alles perfekt aufgehen, aber trotzdem ist es ein bisschen eng. So, Bananendinger sind ein bisschen weniger groß. Ein bisschen weniger Felder, besser gesagt. Huch, also. Nicht schlecht, oder? Einen schon mal auch gemacht. Der ist schon in Betrieb. Okay. Aktivieren den Rest auch mal. Wie gesagt, aufgrund der Items dürfte hier gar keinen Verlust von irgendwie Arbeitskräften haben. Alter, eher ein Überfluss. Es reicht noch nicht ganz. Sie führen uns in eine strahlende Gut, Zukunft. sind noch nicht alle eingezogen, das kommt noch hinzu. Das ist aktuell nur 14 irgendwie. Statt 10, das heißt, ich muss vermutlich, wie wir es zuvor schon hatten, auf der anderen Insel irgendwie alle upgraden. Mal kurz gucken, wie viel ich eigentlich hatte. 2500 insgesamt. Was ich halt auch wieder so viel brauche, ist. Ja. Eine berechtigte Frage, muss man zugeben. Ich mach's einfach mal, ne? Komm. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, eine Kolonie. Ja, und ich auch. Also,
Wenn noch die Traktoren, das kommt halt erst noch, jetzt nach und nach. Vision mit dem Strom. Nun kann ich wieder singen. Wir würden gern wieder loslegen. Ui. Können wir mal loslegen? Du. Jornaleros tun mir leid. Fehlende Waren mit den Bananen. Das Bereich, sehr gut, das sind jetzt noch die Dinge, hier noch ein bisschen Kakao und so, aber ich hoffe jetzt mal, ist trotzdem schon ein bisschen was am Laufen. Alter! Ich meine, ich habe nur 4 Kartoffelfelder drin, ne? Und aktiv. 4 Stück, das ist nicht viel. Trotzdem geht es dort schon so ab, es ist einfach unglaublich. So, mal ganz kurz, ich muss hier mal ein bisschen nachjustieren bei mir gerade am Arbeitsplatz. So. Ja, ich würde sagen, das fängt schon mal gut an. Bisschen Stromverbrauch, das macht nichts. Macht eigentlich gar nichts. 65, so, nach 75, nachher haben wir den vollen Bereich. Ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr, war mit 75. Auch schon mal genug, damit hier im Prinzip dann Wir werden immer noch nicht gebraucht. die auch mal loslegen könnten. Aber mir geht es jetzt echt mal darum zu wissen, wenn ich jetzt Feras drin habe, das Ding, bloß ein Kupferdestil, wie weit komme ich damit, hä? Weil Gewürze haben wir genug, also Chili selber genug Lager, das, naja, wir kennen es ja. Ich habe viele Plus-Effekte drauf, das darf man nicht vergessen. Ich habe 320%. Das wird trotzdem irgendwie 1 sein, wa? Oh, 2. Wow. Glückwunsch. Sogar fast ein bisschen überrascht. Fehlt ein bisschen Dünger. Ja, mit dem Dünger muss jetzt ein bisschen weilen hier drüben. Das war natürlich eine Menge Dünger. Himmel. Muss ich mal ganz kurz gucken mit dem Dünger. Ich produziere 11, verbraucht 2. Hat schon heftig, was ich so Nachfrage habe. Da hatte ich hier ein bisschen weniger. Ich meine, von Items her. Ich habe doch ein bisschen was. Synthese-Chemikerin. Was steht da? Anstelle von Missverwaltungsgebäude Arktisgas. Zusätzliche Waren 14 von. Okay, das ist schon heftig. Produktivität auch viel weniger, Arbeitskräfte viel mehr, Wartungskosten viel höher. Dafür einfach noch ein bisschen attraktiver. Die müssen wir eigentlich auch mal irgendwann mal ein bisschen testen, wa? Tatsächlich. Genau, können wir Feras reinpacken, ne? Der macht das schon, eine Feras. Wobei es mir ganz doof gefällt, wieso eigentlich nicht. Und hier kriegen wir noch ein bisschen Ethanol raus, das war ja schon wichtig, gar kein Thema. Also ich kann auf die Neuverschmelzung mal raus, da packe ich mal eine Feras rein. Ich meine, sind natürlich jetzt die auch davon betroffen, aber das spielt nicht so eine große Rolle, weil es nichts anderem abhängig ist.
Ich einfach sagen, yo, Diggi, jetzt produziert noch ein bisschen mehr. Mehr Power. Nehmen wir den mal raus oder so? Weiß gar nicht. Ist ja ein Düngerwerk, Labormedizin. Ja, der eigentlich mal so geplant war. Weil hier habe ich schon natürlich ein bisschen mehr Produktivität, gar kein Thema. Ich habe mehr Wartungskosten, mehr Arbeitskräfte erforderlich. Und ich kriege ja Dynamit, Salpeter, Talg, aber Salpeter glaube ich sowieso genug. Mal ganz kurz nachgucken, was ich eigentlich so produzieren. Salpeter. Na, Peter, wo bist du? Peter. Hier, 14. Und ein Boost drauf, hä? Ah, ne, warte mal, mit Boost, Entschuldigung. Also, ich kann jetzt den rausnehmen und einfach den reinpacken. Mein Dünger müsste jetzt abgehen wie Luzi. Jetzt habe ich hier noch 12. Reicht trotzdem. Also, insofern. Ui, Dünger sind jetzt auf 18 oben. Moment, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, weil Jubilee sind nur die beiden Inseln, die es brauchen. Genau. Alvis Tools natürlich momentan auch viel braucht, der fällt nachher weg. Perfekt. Das heißt aber, ich muss die Insel noch ein bisschen modifizieren, Schrägstrich die Route. Ah, da müssen wir halt den richtigen auswählen, wa? So, das mit dem Ethanol ist soweit auch klar. Da geht denn dahin. Mais kann ich eigentlich auch mehr nehmen, weil ganz ehrlich, und dann scheiße ich dort auf der Insel gerade Mais. Gibt es andere Waren, die ich gerade auch noch transportieren kann? Also so praktisch, weil... Aha. Jetzt packe ich einfach die Dinge darüber. Der fällt nachher weg, weil nachher habe ich auf der Insel dann die Bäume drauf. So, mal ganz kurz andere Dinge noch angucken. Sandelmehl-Fabriken, gerade so mit Kautschuk, Mais, Kräutern, Orchideen. Mhm. Und nachher noch kurz natürlich anpacken. Der fällt nachher weg, weil nachher mache ich Baumwolle auch über die Insel, also kann ich eigentlich nachher Baumwolle hier reinpacken. Kerne schon mal vorbereiten. Das sind ja 5er Schiffe, die halten das schon aus. Die auch so extrem viel Mais brauchen, krass. So. Jubilee! Sind alle drin, wa? Jo, wir haben 75. Der war auch halt abgegradet, also von dem her. Aber gar nicht so viele Einwohner. Den sperre ich sowieso. Ob ich den im Café lassen soll, bin ich ganz noch unsicher. Ja, können wir mal gucken, was sie von überhaupt brauchen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich lasse die beiden jetzt weg, weil es Importwaren wären und sage, Importwaren kriegt ihr jetzt nicht, lebt damit. Moment, da haben wir noch ein paar Überbleibsel von diese ganzen, naja, Transportaktionen und so. Seit fast 50 Minuten sind wir dabei. Ja? Also, ich habe gesagt, ja, dass ich das irgendwie die Folge hinkriege. Das ist utopisch, Freunde. War zwar ein schöner Gedanke, gar keine Frage, aber es war ein bisschen utopisch. Leider mal zu sagen, okay. Aber es klappt soweit auch gut.
die nächste Folge wirklich schon vorbei ist, ist auch fraglich. Ich meine, ich kriege sicher Jubilee selber als Insel fertig hin. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Ich muss nachher nur noch die Dinge hier oben machen, dann noch ein bisschen weiter nach oben und dann hier nochmal die gleichen Gebäude quasi. Das sollte, denke ich, klappen. Warte mal, wir werden den noch ein bisschen nach unten verschieben. Die nämlich hier oben auch schön ein bisschen Strom haben. Perfekto. Da geht es noch darum, dass ich ein paar Items verschiebe. Ich meine, hier waren nicht alle Items drin, hier schon. Aber hier können noch ein bisschen mehr gehen. Voller Warenausgang, was? Da ist so viel Fischöl. Jetzt mal darum, dass ich mal die ganzen Gebäude hier auch mal aktiviere. Bis jetzt haben wir nur die Farmen gemacht. Ein paar fehlen sogar noch. Hä? Ist separat pausiert? Krass. Ja, wo verklickt war beim letzten Mal. So. Natürlich sagen alle, oh, wir sind total belegt und so, das ist volle Scheiße. Oder mal was, wann du Spacko. Ja. Momentan geht's ja noch, Das Depot beeinflusst, Aber stimmt, der immer gar nicht mehr. Ah, Mann, ich muss mal... Ganz ehrlich, dass das nur hier gucken kann. 850, weil die Attraktivität zu tief gesunken ist. Ja gut, dann muss er halt hier nochmal ein paar von denen bauen, weil ich hätte schon ein bisschen viel, vor allem gerne auf Lager. Ölreiz, aber nicht viel mehr. Das wäre 100, das sieht schon mal besser aus. Wenn du hier unten noch ein Problem damit hast, dann machen wir doch wieder den anderen hier. Den hier. Weniger Warmverbrauch. Fehlende Waren. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob es auch mit denen alleine klappt. Also verlassene Häuser. Die bleibt auf 75. Brauchen wir vielleicht einfach nur 1000 Einwohner insgesamt auf der Insel. Ja, wäre natürlich praktisch. So, ja. Dann aktivieren wir. Das heißt, indem wir jetzt in der Folge also nochmal gebaut haben, dann nochmal alles gezeigt haben, wie es jetzt irgendwie angedacht ist. Ich werde hier auch nochmal, weil wir jetzt viele Transporter haben. Ups. Doof. Wir haben noch ein paar. Mal den hinsetzen. Ja, ist auch so viele Transporter. Die geniale Erfindung ist vollendet. Der war ja noch was, Warte mal, habe ich eigentlich noch die richtige... Doch, stimmt, okay. Das ist wieder hier dran, ne? Okay. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Das sind gegen schon fehlende Waren. Wieso also kein Öl mehr? Okay, da haben wir ein bisschen Probleme. Ich soll vielleicht nochmal eine zweite Linie durchziehen, wa? Es sind gerade mehrere Züge unterwegs. Und daran kann es nicht scheitern. Die haben nochmal einen hin, was gerade so gut passt.
Ich glaube, ich kann die restlichen gut irgendwie da noch verstauen. Aber unten immer noch ein bisschen Platz übrig, also... Habe immer noch nicht den kompletten Platz auf der Insel verbraucht. Das ist schon noch cool. Dann kann ich hier hin. Die stehen eigentlich relativ nah beieinander. Packen hier noch einen hin. Und da oben, weil es gerade so gut hinpasst. Okay, war kein Fehler, aber egal. Was man so machen könnte, so ab und zu mal noch eine Feuerwache rein platzieren, ne? Kommt sicher gut. Die werden ja auch einiges zu tun haben. Da habe ich nur ein Magazin, das ist eigentlich auch zu wenig, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, kann man auch noch angucken. Aber ich glaube, Freunde, das könnte, beziehungsweise Schrägstrich muss soweit funktionieren. Mit dem Dünger ist natürlich jetzt noch ein Problem. Andererseits habe ich jetzt alle Felder hier aktiviert. Das muss vielleicht auch noch ein zweites Schiff war. Ups, falsche Insel. Aber ja, da dürfte das Problem nicht sein. Ja, wir müssen auch den Punkt noch mal ein bisschen beobachten, weil jetzt sind natürlich jetzt hier unterwegs, soll hier die Waren ausliefern. Was natürlich auch gleich macht, aber wenn ich halt immer gleich wieder 50 weg habe, ist das doof. Ich muss da vielleicht doch in ein zweites Schiffchen noch reinpacken. Ein paar noch. Die Gazelle 2, also zwar jetzt irgendwie mit dem Mais nichts machen muss, ist eigentlich auch klar. Eigentlich nur für den Mistproduktion, ne? Also Mistdünger quasi. Ja, nochmal so ein bisschen Optimierung, ne? Das müsste aber eigentlich auch passen. Hier die Fabriken. Kann natürlich jetzt erst, ja, aber soll ich trotzdem schon mal umschalten? Eigentlich spannend, nächste Folge auf, Freunde. Also man sieht auch jetzt, ich glaube, wir nochmal 2 Folgen, sicher mal. Sie trauen mir nicht. Weil ich muss erstmal irgendwie so einigermaßen hinkriegen hier. Mit dem Düngen und allem. Hier unten mal gucken, was wir noch machen. Irgendwas hätte es sich noch geben. Aber ja, es geht erstmal darum, dass ich die ganzen Landdinger irgendwie hinkriege. Ich muss auch vermutlich nochmal verschieben. Das sieht jetzt gerade ein bisschen doof aus. Ja, gerade. Weil die Felder, die er noch haben will, soll aber trotzdem ungefähr da oben bleiben. Ja, dann schiebe ich das ein bisschen nach unten. Bisschen Platz müssen wir haben, damit das trotzdem irgendwie... ja, ist so ein bisschen eng. Kann ein bisschen nach oben schieben, ne? Da geht ja auch. Oh, da wird schon gehen. Das ist danach echt die Frage mit den ganzen Produktionen hier. Also die alle aktivieren. Und natürlich die Items von der anderen Insel verschieben, die andere Insel quasi soweit abbauen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Und dann hoffen, also quasi an der Insel, Albistus alles abreißen. Und hoffen, dass nachher noch alles funktioniert. Das wäre eigentlich mein Ziel für die nächste Folge. Die Hacienda-Fabriken, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich noch nicht so sehr. Da will ich jetzt noch nicht so viel machen. Wobei, warte mal, erst 13, Alter. Ich produziere für 2. Das ist nicht gerade viel. Ein Bedürfnis Chili-Sauce um 5. Habe ich eigentlich irgendwo noch die Arktis noch drauf? Gar nicht, wa? Also dann Chili-Sauce ein Bedürfnis hätten. Aber ich muss in der nächsten Folge auch mal noch die Geschwindigkeit noch ein bisschen hochstellen. Ewig könnte ich hier nicht bleiben.
schön, dass ihr irgendwie Chili-Soße haben Mir wollt. ist warm genug. Ah, ihr wart das. Aktiviert die Sachen einfach mal, weil ich habe sie eigentlich noch nicht drin. Es geht mir darum, was ihr eigentlich schon alles machen könnt. Also Dynamit und Forschung brauchen. Motoren brauchen. Auch krass. Ja, aber sicher Rum und Ding, ja, so wie es aussieht. Chili. Wobei, sagen wir jetzt mal ehrlich. Sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, das mal angucken. Wow, 2. Das hatte ich eigentlich schon, ne? Also insofern, einen von denen hier würde es tatsächlich hinkriegen, aktuell zumindest noch die gesamte Arktis zu versorgen. Nur die Arktis. Und trotzdem, ich meine, ich habe Strom drauf, ihr habt das Item drauf, ihr habt Feras drauf, ihr habt ein schneller reich werden, kein Mistband drauf, aber natürlich auch noch wegen dem Ethanol und so. Hui. So, zum Abschluss der Folge gucken wir uns mal an, was wir jetzt hier aktuell... Alter, Kartoffeln, 66. Ich brauche nie im Leben so viele Kartoffeln. Weizen, Getreide auch nicht. Klar, ich will ja nie Bier herstellen und so, ich brauche nie im Leben so viel. Hopfen. Paprika sind, glaube ich, die Nebeneffekte vom Item her, was ich einfach so einkriege. Genauso wie das hier. Bananen ist natürlich auch... Alter, Zuckerrohr. Ich denke, ich werde ein bisschen mehr dann noch auf Kakao, Kaffeebohnen sicher gehen, Mais, Zucker noch ein bisschen mehr. Baumwolle muss garantiert mehr sein, weil da wird niemals im Leben ausreichen. Andererseits, Baumwolle ist ja nicht hier oben, sondern einfach hier. Hä? Das sind 3 so mega Farmen. Ich meine, sind wirklich viel. Gut, 28, okay, ist Maximum. Entschuldigung, haben wir irgendwie verlesen. Und auf Alves tust du momentan eine Produktion? Falsche Insel wieder mal. Ich wollte 40, hä? Weil ich dauernd viel mehr Farmen habe. Hier sind 6, natürlich nicht mit all den krassen Items. Ich habe schon ein bisschen mehr. Okay. Kann wohl gut sein, dass ich hier mit den Orchideen oder auch Kräutergarn ein bisschen übertrieben habe. 56, ja. Hier war auch schon mal nichts. Alves müssen wir gar nicht mehr gucken. Die haben natürlich einen Verbrauch, aber der ist nachher sowieso weg. Wobei, können wir mal ganz kurz reinluschen, ne? Hätte doch 40 gehabt. Im Kräutergarten. Ja, okay. Von der Fundo aber kein Verbrauch, La Isla auch nicht, Manola davon auch nicht. Saint Lomé wäre eigentlich wichtig, gell? 4, 16. Alter! Da kann ich halt mit denen hier hin, wa? Ich frage mich halt tatsächlich, ob es hier vernünftiger wäre, quasi zu sagen, okay, ich habe die 6, also 3 Orchideen, 3 Kräutergärten, wäre sie noch auf die andere Seite rüber. Dann mache ich Bananenplantagen, mache sogar 6 draus, um auf Nummer sicher zu gehen. Packe die hier drüben und dann habe ich hier noch eine Bauernplantage platziert, auch nochmal auf der anderen Seite. Die Jugend von heute ist zu faul mit ihren eigenen Händen. Also quasi Bauernplantagen hier unten, 6 Stück. Platzmäßig. Jetzt soll ich mal 3 und 3 gegenübersitzen. Ja, das wird knapp vom Platz her hier tatsächlich. Die weit nach oben schieben geht eigentlich auch nicht. Die müsst das so belassen. Also Baumwollplantage muss sicher nochmal ran, weil das wird nicht reichen hier. Selbst wenn ich jetzt mal die andere Insel wegnehme und jetzt nur die hier oben nehme, ist eigentlich schon knapp. Wobei eben, ich habe ja eigentlich, glaube sowieso schon zu viel Baumwolle im Lager noch nicht. Das ist ein Problem, die mitzunehmen. Dünger im Lager müsste eigentlich langsam ein bisschen kommen. Strom dürfte gar kein Problem sein, ne? Nee.
Ich sage jetzt nur deswegen, ja, weil der gerade weg ist. Ja, trotzdem minus 2, also nimmt stark minus 18 habe. Das ist nicht wenig. Wir müssen doch nochmal von der Insel hier aus helfen. Habe ich überhaupt noch was? Oder deswegen? Deswegen nichts mehr. Okay, dann macht das natürlich Sinn. Ich habe mir halt damals gesagt, okay, ich brauche sowieso nicht mehr so viel Öl. Wir können das nämlich auch direkt wegnehmen. Nein, dann machen wir doch hier einfach plus 400. Der weil auf Alves tut kein Öl mehr. Komm, dann nehme ich den weg, dann habe ich den einfach vorbei. Ja. Das Öl, was ich da mitnehme, runterschicke. Es dürfte vielleicht dann zu viel sein auf Alves, weil ich hier selber noch brauche. Ich meine, ich könnte theoretisch sagen, ich nehme hier muss ich ein bisschen gucken, wie ich das machen will. 400 und hier auf 300 oder so. Wäre eine Möglichkeit. Bis nachher wieder komplett ausrangiert habe und so. Null, da unten. Diese Probleme. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir hier schon mal das Probe auf Exempel. Und dann aber wirklich gleich mal die Folge beenden. Also ich schnapp mir Jubilee dazwischen. Pack hier die Items rein. Das heißt hier das Ding. Da brauche ich irgendwie einen gewissen Vergleich dann für die nächste Folge. Natürlich Baumwollplantage. Dann kommt der weg. So. Hätten wir das auch mal. Und ja, dann gucken wir halt mal. Jetzt geht es wirklich ein bisschen ums Ausrangieren. Tortieren. Whatever. Zumindest gibt momentan gar keine Items. Das natürlich gleich ändern, weil ich ja auch Milch brauche. Da hol ich den Strom. Vielleicht beobachte ich ganz kurz offscreen, Freunde, da habe ich hier echt irgendwie keinen Strom drauf oder so. Was zwar creepy wäre. Irgendwo muss er geben. Dass wenn er hier unten fährt, aber das Gefühl hat, ja, ich fahre jetzt mal rechts nicht durch. Wenn man hier eine zweite Linie durchziehen geht halt nicht. Wenn ich jetzt so eng gebaut habe. Ansonsten wird das eigentlich kein Problem sein. Weil er fährt ja auch hier hin. Natürlich, kommen Sie zu uns. Ja, warte mal, steht fehlende Eisenbahnschienen zum Ölhafen. Warum? Steht hier auch drin. Oh! Das ist der Bug, den wir vorhin entdeckt haben. Also, Bug insofern dachte, okay, ihr baut auf meine Straße rüber. Oh, ein bisschen verklickt, ja, kein Problem. Okay. Das war das. Das war eine fehlende Ware. Das war das Symbol für, übrigens, hier wird schwierig. Ja, so, ja, so. Okay, Freunde, das war's. Wir sind schon über eine Stunde dran. Das muss fürs Erste reichen. Alles andere, wie wir das noch hinkriegen, vor allem Baumwollplantage, da muss ich noch mal ein bisschen gucken. Ein bisschen Platz hier oben haben wir ja. Also irgendwie wird das schon. Und hier jetzt aber 1188. Aber sie bleiben. Ist nicht so, dass sie jetzt absteigen oder so. Jetzt sagen sie, okay, wir haben... Hier fehlt einiges, aber wir haben Bananen, wir haben Tortillas, wir haben Kaffee. Wobei es natürlich nie im Leben erreichen wird, der alleine. Für unsere Freundschaft. Ach, herrje. Aber das schauen wir uns sowieso nächste Folge nochmal an. Kaffee hingegen, der dürfte... der ist auch knapp. Trotz allen Upgrades, krass. Naja. Genau, schauen wir nächste Folge an. Das heißt, in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, was ich für ein Thumbnail nehmen soll. Hat er gesagt, hey, kann man hier hin. Sagen, guck mal, wir haben Chili-Soße. Es kommt zwar scheiße wenig raus dabei. Das ist wirklich verdammt gut.
Ja, klar, noch verlangsamer, der Rest geht irgendwie schneller, gefühlt. Oh je, Freunde, ich hoffe, es klappt alles, nicht, dass das Ding noch um die Ohren fliegt. Auf alle Fälle kann man sagen, es geht heiß zu und her. Da ist alles richtig hot. Na komm, scheiß drauf. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen.